Hardcore Radio. Wir sind immer auf Handy. Lasst mich mal eure Fäuste sehen, die gegen den Rassismus kämpfen in diesem Land. Yeah. Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen? Ich kam unschuldig auf dieser Welt an, lag ungeduldig in den Armen meiner Eltern. Alle schotten mich, den kleinen Toni Eltern. Mein Weg war abhängig von so vielen Helfern. Noch geborgen im familiären Umfeld, geschützt vor Sorgen der gefährlichen Umwelt. Ich vermisse diese Zeit manchmal wirklich sehr, denn ich wusste nichts, jetzt weiß ich ein bisschen mehr. Zum Beispiel, dass ich in einem gebildeten Land lebe, dem man den Kopf so oft die rechte Hand hebt. Das ein Schulsystem nicht vor Dummheit schützt, Gesetz und Politik, braune Parteien unterstützt. Ignoranz und Arroganz heißt der Massenkampf. Zu viel Angst vor Toleranz bleibt im Klassenkampf. Träumte mich in Welten fern von allem ab, weil mir die Realität selten gefallen hat. Sehe Rassismus, der den Alltag prägt, höre ihn überall im Gespräch, doch all das geht durch Gleichgültigkeit an vielen Ohren vorbei. So wird neues Potenzial radikal geboren dabei. Blickwinkel sind eingeengt, vieles bleibt dummerweise fremd. Es wird zwischen schwarz und weiß getrennt. Mein Geist hängt in Schweiß getränkt, höre ich laut, was manch anderer leise denkt. Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen, egal ob gute oder schlechte? Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen? Welche Frage ist die letzte? Das Leben hat seinen Preis, den man zahlen muss. Doch ab welchem Status bietet jeder Staatsschutz? Wie sieht er aus? Der echteste, der deutscheste. Dies an einer Hautfarbe zu messen ist das Teuflischste. Was ist Nationalstolz, für den du prahlen sollst, während du mit Fern auf der Autobahn folgst? Rennt ein Mob rum, der total verblödet. Für diesen Stolz Menschen brutal tötet. Wer ist es, der dafür die Verantwortung trägt? Eine Nation, die für Recht und Ordnung steht. Die kleine schreiende Minderheit gibt die Ruhe und die feige schweigende Mehrheit zieht zu. Schockiert über das, was geschehen ist. Ein weiteres Opfer, ein weiteres Begräbnis. Die Schlagzeile reduziert sich auf Skinheads, was eins unserer Augen mal wieder blind lässt. Wir glauben, unser Zustand ist hellwach, können alles sehen in unserer Spaßgesellschaft. Denn zur Überheblichkeit ist der Weg nicht weit. Für jedes Thema steht bereits ein Klischee bereit. Oberflächliches ist leicht Verständliches. Wissen kostet Zeit, so bleibt es Nebensächliches. In jedem Monat sind Millionen Informationen, Interpretationen von Situationen. Doch sagen wir, aus welchen Quellen stammen sie? Vorurteile manipulieren unsere Gedanken wie schöne materielle Dinge, alles Strategie. Wir versacken in Etappen, tappen in die Falle, die uns immer wieder gestellt wird. Merken kaum, dass die Welt stirbt, weil jeder nach Geld giert. Deswegen muss ich verletzt gegen mich selbst kämpfen. Ich möchte nicht den Rest der Welt helfen. Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen, egal ob gute oder schlechte? Sind wir Gäste oder Bürger ohne Rechte? Oder sind wir Menschen? Welche Frage ist die letzte? Dankeschön.